B, eine Heimat. Obacht, Tradimix. Ja, so sind's die Bauernburm. Ein Nasen wie ein Geiwirurm. Backerl rot wie's Boskop haben. Ein Zipferl wie ein Recherzahn. Ja, so sind's die Bauernburm. Hocken auf dem Bulldog drum. Fuhren ein mit Gras und Hai. Steckend Fiers an Kurdrig rein. Bauernburm, ja Bauernburm. Passt's mir auf die Odelgruben. Dass mir keiner reinfällt. Sonst seid's weg von der Wald. Das ist Obacht Tradimix mit Arthur Tittelmann. Ums Leben von dem Bauernburm Werner Meier geht's heut. Werner Meier, den Sie wahrscheinlich als Kabarettisten kennen, als Liedermacher, der zusammen mit seiner Frau Margit Zahrholz seit vielen, vielen Jahren ein Lebens- und Künstlerduo bildet, an dem eigentlich niemand vorbeikommt, der Kinder hat. Ja, ich bin die Margit Zahrholz und der Herr, der zu mir gehört, ist der Werner Meier. Miteinander sind wir bekannt auch als Sternschnuppe. Der Werner macht da, jetzt erzähle ich über den Werner. Das ist ja, das erzählt sie selber. Also ich bin der Werner Meier. Ich mache Kabarett, ich mache Lieder, ich mache jetzt auch Lesungen mit meinem neuen Buch. Und ja, zusammen haben wir schon gesagt, sind wir auch ein Paar. Und wir machen seit über 30 Jahren das Duo Sternschnuppe, haben CDs produziert und haben viele Live-Auftritte. Und Musicals geschrieben. Ja, und sind immer noch gut unterwegs. Die Kur, die wollten ins Kino gehen. Taxi Maxi, die Brezenbeißerbande. Das sind nur ein paar Titel aus dem fast unerschöpflichen Kinderliederrepertoire von der Sternschnuppen. Sie können sich das Angebot auf der Website von Margit Zahrholz und dem Werner Meier ruhig einmal anschauen. Sternschnuppe. Und da werden Sie staunen, was denen zwei alles eingefallen ist in die letzten Jahrzehnte. Ein Beispiel dafür, wie eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft funktionieren kann, wenn's passt. Dann ist halt das eine Basis. Werner Meier mit einem entsprechenden Stück aus seinem Solo-Kabarettprogramm. Wir sind die letzten Exoten, singt er. Beim Tom und bei der Tina, das hätt doch keiner gehabt. Mei, was haben die für schöne Hochzeit gehabt? Ein Traumpaar mit Fliege und Schleier, die Location so schön, so schick und so teuer. Und die Kinder haben im Rosenkranz all Blär mit Blätter geschmissen, die Hochzeit, wir waren hingerissen. Sie wollten für immer zueinander stehen und jetzt, dass sie mit ihm nicht einmal mehr zum Supermarkt gehen. Sie haben sie auseinandergelebt, es ist halt so, passiert einfach irgendwann, irgendwo. Wenn's kalt wird und der Wind sich dreht und die Liebe zum Wohner an Bach geht, dann hält man's einfach nimmer miteinander aus. Der Ofen ist aus und man will wieder raus. Nicht warten, bis das der Tod euch scheidet, damit das Leben und nicht der Tod entscheidet. Ja, und wir zwei, ja, wir sind, ja, wir sind, ja, wir sind, ja, wir sind. Wir sind immer noch zusammen. Sind wir die letzten Exoten, ha? Sind wir Helden oder sind wir Idioten? Weil wir sind, ja, wir sind, ja, wir zwei. Sind immer noch zusammen. Wir sitzen mit dem Tee auf am Kanapee. Mei, da ist heut so gemütlich und schön. Aber da ist euch nicht, ich sag's wie es ist. Wir haben oft gestritten, dass der Rauch aufgegangen ist. Ja, wir schreien uns oft, oh mein, da wackeln die Wände. Aber am Ende findet man immer die Wände. Wir schauen uns so
und nehmen uns in Arm und der Tee in der Kanne ist immer noch warm. Ja, weil wir zwei, ja, wir sind, ja, wir sind, ja, wir sind, ja, wir sind immer noch zusammen. Sind wir die letzten Exoten? Sind wir Helden oder sind wir Idioten? Weil wir sind, ja, wir sind, ja, wir sind, wir zwei sind immer noch zusammen. Du, ich mag eigentlich gar keinen Tee, gell? Was? Du hast doch gesagt, für das Lied, da trinken wir jetzt einen Tee. Ich habe kein Earl Grey. Das schmeckt ja wie ein Surferwasser. Und außerdem gehört das Cannabis auch mal reinbezogen, gell? Ach, geh weiter. Das Cannabis, das tut's doch noch. Ja, schau doch mal hin, wie abgewetzt das schon ist. Ach, geh weiter, das rentiert sich doch gar nicht mehr. Für mich schon, ich bin noch 6 Jahre jünger wie du. Ja gut, dann beziehen wir vielleicht bloß deine Hälfte. Jetzt geht. Jetzt hörst du aber auf. Was? Mit uns? Na, mit dem Lied. Ja, weil wir zwei, ja, wir sind, ja, wir sind, ja, wir sind, ja, wir sind. Wir sind immer noch zusammen. Sind wir die letzten Exoten? Hä? Sind wir Helden oder sind wir Idioten? Weil wir sind, ja, wir sind, ja, wir sind. Wir sind immer noch zusammen. Da geht es um uns. Ich habe das der Margit mal zum Geburtstag geschrieben. Und das Schöne ist immer das, wenn ich dann die Leute vor mir sitzen sehe, dann sind Paare da und dann wandert meistens die Hand von der Frau zur Momi. Und dann nehmen sie sich so. Da bin ich immer ganz gerührt und muss immer aufpassen, dass ich nicht aufhöre vor lauter Gerührtheit. Scheint also noch mehr von diesen Exoten und Exotinnen zu geben, die so eine langjährige Beziehung hinkriegen. Heute im Tradimix geht es um das letzte Gemeinschaftswerk von Werner Maier und Margit Saholz. Ein Buch ist es. Und zwar die bayerisch-verquere Geschichte eines Bauernbuben. Dabei handelt es sich um den Bauernbuben Werner Maier, der 1953 in Reichertsheim geboren worden ist. Und damit es gleich mal von Anfang an klar ist, Reichertsheim, die Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Moldau, taucht im Buch immer wieder als Reischham auf. Man sagt halt so, nur nicht verwirren lassen, Reischham also. Und der Hof, auf dem der Werner Maier aufgewachsen ist der Neimoorhof. Man sagt halt so. Also, dann kann man ja mitten rein in die Kindheit auf dem Bauernhof. Der Titel von dem Werner Maier sein Buch, der fasst ja die wesentlichen Punkte schon mal zusammen. 7 Kier, 8 Kinder, 40 Knädel, ein Cannabis. Ja, Sie haben richtig gehört, 8 Kinder und 40 Knädel. Semiknädel, habe ich mir sagen lassen. Eine Story vom Wilden Westen. 40 Knödel oder das große Fressen. Sonntag, High Noon. Die Mittagssonne brennt gnadenlos auf die Pflastersteine vor dem Haus. Drinnen sitzen sich 7 männliche Kontrahenten in angespannter Kampfhaltung am Tisch gegenüber. Die Gabeln gezückt, die Messer bereit. Ein Schweinsbraten und 40 Knödeln werden in die Mitte gestellt. Und los, auf geht's. Heut auf, Burm, bremste uns die Mama aus und das Tischgebet stimmte sie an. O Gott, von dem wir alles haben, wir danken dir für diese Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst, o segne auch, was du uns gibst. Die Fütterung der Neimoorburm sah oft aus wie bei den Piranhas im Amazonas, die eine ganze Sau im Nu zerlegen können. Denn nach dem Tischgebet Zwischenstopp ging nun endgültig das gnadenlose Hauen und Stechen los. Schnell mit der Gabel ein Stück Fleisch aus der Reine sichern, gleichzeitig mit der anderen Hand 3 Knödel aus der Schüssel greifen, nein, lieber noch einen 4. dazu, auf Vorrat, man weiß ja nie.
Weil jetzt Knädel in der Kindheit von Werner Maier eine doch recht zentrale Rolle gespielt haben, tauchen sie ja in die späteren Jahre in die Lieder immer wieder mal auf. Zum Beispiel in dem Liedl von die zwei Knädel, die den Absprung beim Mittagessen schaffen und endlich auch mal in Disco wollen. Zwei Knödel blieben übrig, gestern beim Mittagessen. Die Leute waren satt oder man hatte sie vergessen. Der eine, der hieß Fritz, der andere Francisco. Da sagt der Franz zum Fritz, hey, wir gehen heute in die Disco. Sie rollten gleich davon, machten sich auf die Reise, über Tisch und Bank den Flur hinaus, Knödel rollen leise. Oh nein, die Haustür zu, jetzt ist alles aus. Doch schwupps, da sprangen sie zum Katzentür hinaus. Ja, das ist die Geschichte von Francisco und von Fritz, von den beiden Knödeln, sie war kein Witz. Die Straße lang, dann zweimal links und dann gleich rechts rein. Sie wussten's aus der Zeitung, da muss die Disco sein. Der Türsteher wollte sofort, naja, man kann's verstehen, von den beiden Knödeln die Ausweise halt sehen. Mensch, sagten die Knödel, das sieht man doch sofort. Wir sind da halt zwei Knödel und wir wollten einfach fort. Also, wie alt seid ihr? Ihr seid doch Brüder oder Schwestern, ha? Ja klar, wir sind Brüder und wir sind von gestern. Ja, das ist die Geschichte von Francisco und von Fritz, von den beiden Knödeln, sie war kein Witz. Also eine Disco hat es in Reichertsheim im Reischham der 50er, 60er Jahre nicht gegeben. Überhaupt, wir reden schon von einer anderen Zeit. Kein Handy, kein Internet, Fernsehen nur bei den Nachbarn, die halt schon einen Fernseher gehabt haben, so als Fernsehvagabund ist man halt da rumgezogen. Dafür hat man aber viel Zeit gehabt. Spulen, Natur, Heilbohnen, Rohbauten, schöner wie Abenteuerspielplätze und eine Mutter, die alles mit ruhiger Hand souverän gelenkt hat. Ihre Kraft hat sie aus ihrem Glauben geschöpft. Für unsere Mama war die Religion unabhängig vom Pfarrer immer ein Anker, sie gab ihr Halt und Orientierung in ihrem Leben. Und auch die Kirche als Ort war ein wichtiger Rückzugsraum für sie. Daraus schöpfte sie die Kraft für ihr anstrengendes Leben als Bäuerin und Mutter mit so vielen Kindern. Ich habe sie zwar oft müde vom Arbeiten erlebt, aber nie frustriert. Ich bin unglaublich dankbar für meine Kindheit, also für das, was ich von meinen Eltern gekriegt habe, vor allem von meiner Mutter natürlich, die sie, obwohl sie so viele Kinder gehabt hat, irgendwie immer um uns gekümmert hat. Wie soll ich sagen, sie ist nicht permanent um uns rumgerannt und hat uns nicht irgendwo hingefahren oder sowas, sondern sie hat einfach irgendwas vorgelebt, was wir Kinder dann aufgenommen haben, was wir auch im Leben weitergetragen haben, da ich sagen. Ich glaube, dass bei allen meinen Geschwistern, bei allen meinen 7 Geschwistern sowas da ist wie Empathie, Mitgefühl, sich für den anderen einsetzen. Das hat meine Mutter gelebt. Und das, obwohl ihr nicht reich wart? Nein. Obwohl ihr in Reichertsheim gelebt habt? Reichertsheim, ja. Aber da leben nicht die reichen Leute. Ja, das stimmt. Also für meine Mutter war das immer so, auch wenn jemand vorbeigekommen ist oder ein Handwerker oder ein Kerbitzeiner, dann hat er immer mitessen dürfen am Tisch. Und wenn wir Besuch gehabt haben und es waren noch ein paar Kinder dabei, dann sind schon einfach noch ein paar Knädel reingeschmissen worden und der hat dann halt auch mitgegessen. Da hat man gar nicht lange nachgefragt. Und so hat die das einfach immer gesagt, das kriegen wir schon hin. Und so viele Flüchtlinge waren nach dem Krieg bei uns auf dem Hof mit ganz vielen Kindern und dann noch die Flüchtlinge dazu. Ich weiß gar nicht, wie die das alles geschafft haben. Aber vielleicht hat sie gesagt, wir kriegen das schon hin. Das ist wahrscheinlich die bayerische Übersetzung von wir schaffen das. Es war im letzten Jahrhundert, Ende der 50er Jahre, wie ich noch ein kleiner Bub, ein Bauernbub war. Mit dem Vater am Bulldog drum beim Ackern und Mahn oder hinterm Gummiwagen beim Gras einer fahren.
Mit meinen Brüder Hähner jung und Katzendratzen und den warmen Kuhdreck durch die Zehen durchbatzen. Im Stadel drin auf Balken aufgekraxeln, ins Heine springen und danach eine selber gemachte Brauselimo trinken. 8 Kinder waren wir immer eins, dazu jedes Jahr wäre ich noch ein kleiner Bub. Ein kleiner Bauernbub war. Mein Vater, der hat geraucht, immer 2 am Tag, mit Genuss nach dem Essen. Und er hat sich nicht gefragt, ist das gesund oder nicht? Mei, was soll das Geschiss? Der war froh, dass er vom Krieg wieder heimgekommen ist. Und meine Mutter, die hat gekocht mit Milli, Mehl und Eier. Das haben wir gehabt auf dem Hof, drum war's nicht so teuer. Hauberling und Kirche aus dem schwimmenden Fett. Viel Fett, das war der Mama ihr Nachkriegsdiät. Und ich sechs und da steh im Schürzel und am Dutt in die Haar, wär ich noch ein kleiner Bub, ein kleiner Bauernbub war. Ein Fernseher haben wir nicht gehabt, ein Radio schon. Und er war eine Instanz und immer war er an. Und hat jemand nach ihm wieder gefragt, dann war die Antwort, der Radio hat gesagt. Zum Telefonieren ist man zum Telefonhäusl gegangen, nein, sonst war man einfach nicht zum da gelangen. Kein Handy, kein Navi, wir haben gefragt nach dem Weg. Und wenn man da war, war man da, und wenn man weg war, war man weg. Und die Uhr war noch rund und Zeit hat man in Bar, wie ich noch ein kleiner Bub, ein kleiner Bauernbub war. Und heute kannst du per Mausklick in der Welt rumrennen. Du kannst alles wissen, du kannst jeden kennen. Aber manchmal, da war ich wieder ganz gern weit weg von allem. Man hört nix sehen und nix hören. Von den ganzen Katastrophen und den Kriegen dieser Welt, weiß ja nur jeder Depp auf Twitter und Facebook steht. Ich möchte einfach sitzen bei meiner Buchstabensuppe, ohne das Bimmeln von einer WhatsApp-Gruppe. Ohne Handy, ohne Navi, durch den Sommerwind laufen und mir beim Beck am Eck ein Steckerleis kaufen. So wie damals in die 50er Jahren, wär ich noch ein kleiner Bub, ein kleiner Bauernbub war. So wie damals in die 50er Jahren, wär ich noch ein kleiner Bub, ein kleiner Bauernbub war. Musikalische Erinnerungen an seine Zeit als kleiner Bauernbub. Der Kabarettist und Liedermacher Werner Meier, der ein Buch über seine Kindheit vorgelegt hat, das den Geist, den Geruch, das Lebensgefühl einer Kindheit auf dem Bauernhof recht eindrucksvoll eingefangen hat. Vom Kuhdreck ist ja gerade gesungen worden, aber es gibt natürlich auch noch den Hähnerdreck, den Katzendreck und überhaupt ist alles andere als steril zugegangen. Mit dem Dreck waren wir mehr oder weniger auf Du und Du, wahrscheinlich nicht nur auf dem Neumoorhof. Von heutigen Hygiene- und Sauberkeitsvorstellungen waren wir noch weit entfernt, aber einmal in der Woche ist es soweit gewesen. Samstag, Badetag. Aus dem Kapitel Der Dreck. Darum war es gemütlich warm in der Küche an diesem kalten Januarabend 1958 und 3 zaundürre Buben standen nackert und erwartungsvoll vor der Wanne. Ich war gerade mal 5, der Alois 7 und der Berni 8.
Aufpassen, Burm! Die Mama goss das heiße Wasser aus dem Topf in die Wanne und mischte es mit kaltem. So, eine mit euch. Aber nicht wieder go so rumbritschen, gell? Schon war sie wieder draußen bei der Stallarbeit. Wir spitzelten erst mit den Zehen rein, ob's nicht doch noch zu heiß wäre. Passt, rief der Berni und rutschte mit einem riesigen Platscher in die Wanne. Ah, das tut gut, kommentierte er und grinste dabei wieder so komisch. Ja, nicht wieder einbisseln, gell? Lachten der Alois und ich und sprangen hinterher. Es war saueng und saulustig. Wer auf Kommando mit einem satten Blubberer einen Schors zwischen uns im Wasser aufsteigen lassen konnte, der war der Schorskini. Ein wahrhaft edler Wettstreit um den Ehrentitel des Schorskini. Aber Moment, das waren ja erst 3 Buben, die Bott haben. Was ist mit den anderen Kindern, mit den Eltern? Alle miteinander haben ja wahrscheinlich nicht reingepasst in das kleine Wandel. Die Badehierarchie ging von jung nach alt. Also unser Pap, der war als letzter dran. Gleiche Wanne, gleiches Wasser. Und wir haben Glück gehabt, weil auf anderen Höfen war es genau andersrum. Da ist der Bauer zuerst eingestiegen in die Wanne und das nicht unbedingt jede Woche. Und das Wasser haben wir extra heiß machen müssen. Das ist nicht einfach aus der Leitung so geflossen, sondern das habt Alles vom Herd aus, alles vom alten, großen Wamslerherd. Da hat es zwar ein Grandl gegeben, aber da haben wir so 5 Liter Platz gehabt. Da haben wir schon einen großen Topf aufstellen müssen und ein paar Eisenringe rausnehmen müssen vom Ofen, damit es gescheit warm geworden ist. Der Ferliser Bauer ist zufrieden mit seinem Leben. Seine Felder fruchtbar, die Wiesen bredelleben. Mais und Wurz und Raps, hey, alles wachsen, das wird Sau. Doch er ist ein moderner Bauer, aber trotzdem bauernschlau. In Hackschnitzel und Biomasse Dono investieren. Ja, wer das heut noch macht, sagt er, der hat einfach kein Hirn. Seine Felder glänzen, schwarz, metallic, schick. Das ist die 7. Fruchtfolge, die Photovoltaik. Denn nach was hungern alle, was wollen alle haben? Das ist doch ein atomfreier Strom. Darum ist der Pferdl auch ein Strohmann, Bauer worden. Billig sind die China-Zellen, Lieferung frei Haus. Saugiftig bei der Herstellung, doch der Chines holt's aus. Bei ihm ist alles sauber installiert, 3 Wochen fertig warmer. Der Strom und auch der Geldzähler hängen in der Millikammer. Steu und Stadel sind vermietet, weil er jetzt Strom anbietet. Firmen, Evente, rustikales Ambiente. Mist und Trick sind weg, da freut sich se Frau, die Lilo. Und überhaupt das Beste, er stinkt nimmer so nach Silo. Denn nach was hungern alle, was wollen alle haben? Das ist doch ein atomfreier Strom. Darum ist der Pferdl auch ein Strohmann, Bauer worden. Er reiht vorne auf der Welle mit seiner neuen Stromtankstelle, ein Direktvermarktungsladen zum Strom selber runterladen. Bin Laden, der Pferdl verdient gutes Geld, Biostrom frisch vom Feld, das ist doch ein Slogan, der passt und der gefällt. Ökos kommen barfuß, Batterien, hölzern Kasten, guter Strom ohne Atom und kreislichen Strommasten. Das beruhigt das Gewissen, völlig CO2-neutral.
jedenfalls bei uns und woanders ist egal. Denn nach was hungern alle, was wollen alle haben? Das ist doch ein atomfreier Strom. Darum ist der Pferdl auch ein Strohmann, ein Strohmannbauer worden. Der Pferdl und die Lilo stehen da im Lederhosendirndl schick, schauen über ihre Felder mit der Photovoltaik. Schwarz glänzend stehen die Zellen da, trotzig, ernst und stumm. Irgendwie unheimlich hart, der Pferdl dreht sich um. Er schaut in seine Kindheit zurück, da sind Kino auf der Weide. Fette, grüne Wiesen, gelb wogend das Getreide. Da stupst sie an, hey Mo, schau nicht so apathisch. Geh weiter, geh mal essen, wie war's mit asiatisch? Ja, da zeigt sich schon am Schluss von dem Liedl vom Strohmannbauer, es schaut so aus, als wenn der Werner Maier zu Asien eine besondere Verbindung hätte. Ob es ein Zufall ist, dass der Stromanbauer seine Frau ausgerechnet in ein asiatisches Lokal ausführen will? Also in der nächsten Geschichte, die heißt Der Bischof Satowaki, der rohe Fisch und der Schweinsbraten. Da geht es um den Besuch eines japanischen Bischofs, den mein Onkel, der Japan-Missionar, der Onkel Alois, mitgebracht hat, Anfang der 60er Jahre. Und da hat es geheißen, wenn der kommt, dann müssen wir ihm den Ring am Finger küssen. Was natürlich für uns eine furchtbare, schockierende Nachricht war. Gegen Abend kam der Baumann Seppi zum Milch holen. Ach, das müsst bloß üben, hat er gesagt, als wir ihm von der schockierenden Neuigkeit erzählten. Der Seppi war ein begnadeter Schauspieler. Bei unseren grandiosen Kinderhochzeiten spielte er immer den Pfarrer. Da wär's zum Bischof auch nicht mehr weit. Bischof, kann ich auch, hat er gemeint und sein Millibitschi in die Ecke gestellt, um uns den Satowaki zu machen. Sozusagen als Sparringspartner für uns Neimerborn. Den Bischofsring hat er alles besorgt, eine Beilagscheibe aus der Bulldog-Garage, die genau am Mittelfinger vom Seppi Satowaki passte. Als bischöflicher Umhang diente ein altes Betttuch, das sich schon bei unseren Hochzeiten als Pfarrerverkleidung bewährt hatte. Als Mitra trug er ein Nudelsieb auf dem Kopf. Im Obstgarten unter dem Boskop-Baum ließ sich seine Heiligkeit Bischof Seppi Satowaki nun auf einem ausrangierten Kracherkistel vom Hamburger nieder, um uns zu empfangen. Die Ringküsser-Lehrlinge an diesem Sommerabend waren der Alois, der Berni, der Sepp und ich. Der Sigi weigerte sich hartnäckig an der Übung teilzunehmen und verzog sich in den Stall zu den Katzen. Wir stellten uns, so ehrfürchtig es halt ging, der Reihe nach auf. Demonstrativ gelangweilt schaute Bischof Seppi Satowaki gen Himmel, winkte einer nach dem anderen mit der linken Hand heran und streckte die rechte gnädig zum Kuss hin. Aus dem Augenwinkel beobachtete er jeden kritisch. Der musste sich zuerst vor ihm verneigen, dann niederknien, den Kopf andächtig senken in Richtung Bischofshand, ehrerbietig den Ring küssen, wieder aufstehen, tief verneigen und langsam, ganz langsam rückwärts gehen. Nicht flüchten. Wer es nicht heilig genug hinbekam, den schickte der Seppi Satowaki gleich wieder nach hinten zum Anstellen in die Küsserschlange. Dazu läuteten dann auch noch passenderweise die Glocken von der Reichertsheimer Kirche zum Abendgebet. Da sprang der Seppi plötzlich auf, riss sich das Betttuch runter. Schon so spät, die Mann war doch auf die Mille, pfiat euch. Er schmiss das Nudelsieb ins Gras und weg war er, der Bischof Seppi Satowaki. Wie der Besuch vom Bischof Satowaki verlaufen ist,
Ob alles auch so hingehaut hat, wie es unter der fachmännischen und huldvollen Unterweisung durch den Seppi Satowaki eingeübt worden ist, das alles können Sie nachlesen in dem kurzweiligen Erinnerungsbuch von Werner Maier. 7 Kier, 8 Kinder, 40 Knädel, ein Cannabis. Bayerisch verquere Geschichten eines Bauernbuben, erschienen im Sternschnuppe Verlag. Also, so viel kann ich jetzt schon verraten. Ein Foto in dem Buch beweist, dass der Bischof Satowaki tatsächlich auf dem Neumoorhof in Reischam zu Gast gewesen ist und dass es kein Debakel gegeben hat. Davon wollte sich ja der eifrige Trainer überzeugen. Als der Bischof Satowaki weg war, stand am selben Abend der Baumann Seppi mit seinem Millibitschi neugierig grinsend bei uns im Stall. »Und? Habt's einen Küss den Ring?« »Na«, leugnete ich, »wir haben bloß angetäuscht.« Der Aules kramte unseren Übungsring aus seiner Hosentasche. »Da hab ich noch was für die.« Er hatte in die rostige Beilagscheibe 2 große B geritzt. »Für die, Bischof Baumann.« Da hat er gelacht, der Seppi, und ist zur Stalltür hinausstolziert mit dem Ring an der rechten Hand und dem Millibitschi in der linken. Und im Rausgehen hat er noch lässig hingeworfen. »Und wenn's mal einen Papst braucht's, Papst kann ich auch«, sagt er in aller Bescheidenheit, der Baumann Seppi. Es sind viel lustige Geschichten, auch über den Einfluss der Kirche, die allerdings ihre Leichtigkeit verlieren, wie der Bauernbauer Werner Maier nach Gars ins Internat kommt. Ein bedeutendes Redemptoristenkloster da überm Inn, ein ehrwürdiges Gebäude, vielleicht 10 Kilometer vom heimatlichen Reichertsheim entfernt, aber eine ganz andere Welt. Bedrückend, streng reglementierter Tagesablauf, seltsame Pädagogen, eine verquere Sexualmoral, strenge Unbarmherzigkeit, Andeutungen von Missbrauch, von dem Werner Maier zum Glück verschont blieben ist, aber andere Zöglinge eben nicht. Um das Bild abzurunden, es hat auch menschenfreundliche Lehrer gegeben, Patres, die den Kindern zum Beispiel die Schönheit, die Geheimnisse der Natur näherbringen haben können, oder gemeinsame Besuche im Garser Kino, Winnetou, der Häuptling der Apachen, große, weite Welt. Insgesamt also ambivalente Erinnerungen an die Internatszeit und Überlegungen über die positive Kraft der Religion, die ja eigentlich die Liebe predigen soll. Ein Song von Werner Maier, der Rebellion und der Liebe gewidmet ist. Er schaut ihr oft beim Kocher zu, da kriegt der Feihof gar nicht genug. So wie sie schaut, so wie sie lacht, so wie sie den Schweinsbraten macht, wie sie die Gnädel draht und dann sitzen sie beim Essen zusammen. Er tat's gern angelangen, ja, aber das darf er gar nicht tun, na da denkt er gar nicht hin, sie sind ja noch ganz streng per se. Doch wird's ihm klar und immer klarer, er ist ein verliebter Pfarrer. Er ist verliebt, ja, das ist schlimm, in seine Haushälterin. Er weiß nicht ein und nimmer raus, sie wohnt auch noch im gleichen Haus. Ein Kreuz ist dies oft bei der Nacht, da liegt er oft die ganze Zeit wach. 3 Zimmer weiter, dieses Gewies, da war für ihn das Paradies. Er halt's kaum aus, es packt ihn arg, der Geist ist willig und das Fleisch auch noch stark. Uns wird ihm klar und immer klarer, er ist ein verliebter Pfarrer. Er darf sie küssen auf die Wangen und auf ihren schönen roten Mund, auf ein Haus und überhaupt da, wo seine Kirche gar nicht erlaubt. Wobei er mittlerweile glaubt, dass das der Herrgott schon erlaubt, weil sonst da der ja nichts gespüren. Wie soll man dies denn noch kapieren? Weil Gott erschuf doch zu der Liebe auch noch den Körper und die Triebe.
uns wird ihm klar und immer klarer, er ist ein verliebter Pfarrer. Aber dann hat er sich traut, sie haben miteinander Tatort geschaut. Erst hat er sie angeschaut, dann hat sie ihm angeschaut, dann haben sie keinen Tatort mehr geschaut, ach so hat er nicht taugt. Dann war dies klar und immer klarer, er ist ein verliebter Pfarrer. Es war schon so, dass natürlich die Kirche, auch der Katholizismus bei uns wirklich allgegenwärtig war und auch streng, ja, ich würde jetzt einfach mal so sagen, meine Mama, die war eine ganz gutgläubige Katholikin, aber sie war irgendwie eine ehrliche katholische Tradition. Ja, die ist jetzt im Kirche gegangen. Die war nicht bigottisch. Die war nicht bigottisch. Ja. Ja. Also sie ist gerne in die Kirche gegangen, sie hat das einfach geliebt. Sie hat vor allem an die Maiandachten, hat sie sich immer wirklich gefreut. Und sie hat uns das schon auch vermittelt. Und diese Strukturierung vom Jahr in diese kirchlichen Festen und Zeiten, das war für uns Kinder schon eine schöne Orientierung, muss ich sagen. Natürlich ist das Garser Kloster, wo ich da drin war, nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Also die haben schon ganz schön brutal auch zugelangt. Das muss man einfach sagen und das habe ich ihnen nicht ersparen können, auf Deutsch gesagt. Da habe ich einfach ein bisschen hingelangen müssen. Ja, und das ist auch sehr zweischneidig. Zum einen war das für die Chance auf Bildung. Ja, klar. Und das haben deine Eltern ja auch ganz klar gesehen. Der Bub hat ein Talent, der muss jetzt irgendwo hin, weil sonst hättest du keine Chance gehabt von Reihezeiten aus. Ja. Auf der anderen Seite durfte auch nicht sein, was nicht ins katholische Bild gepasst hat. Und du bist nur nicht einmal auf die Idee gekommen, dich zu beschweren. Na klar, das hat man nicht gemacht damals. Das war einfach so gegeben. Nicht? Die haben schon recht gehabt und man hat sich einfach untergeordnet. Aber darüber hinaus, glaube ich, hat meine Mutter schon auch noch was anderes gesehen in mir. Und sie hat mich immer wirklich narrisch gefördert. Das muss ich auch sagen. Die hat immer gewusst, aha, auch mit dem letzten Geld, das zusammengekratzt hat, damit ich mir eine Gitarre habe kaufen können. Die hat 160 Mark gekostet, hat sie mich extra auf Minga geschickt. Dann bin ich per Anhalter auf Minga gefahren und habe mir diese Gitarre gekauft. Auf jeden Fall hat die mich dann immer auch noch gefördert und hat gesagt, Mensch, mach das. Oder ich habe auch dann sogar viel in der Kirche auch gesungen. Wir haben dann so Rhythmusmessen gesungen und da war natürlich meine Mama völlig begeistert. Das hat ihr sehr gut gefallen. Und hat mich da immer eigentlich recht wohlwollend begleitet. Und auch die Briefe, die sie mir geschrieben hat ins Internat, die haben mich wirklich total berührt und das berührt mich heute noch. Dass einfach wirklich dieser Satz immer zum Schluss gestanden ist, es grüßt und segnet dich deine Mutter. Und das hat mir geholfen. Das berührt mich heute noch sehr stark. Erinnerungen an die Mutter, die ihn gefördert und gestärkt hat und die zusammen mit ihrer Schwester, der Tante Mari, auch noch einen anderen musikalischen Grundstock gelegt hat, beim kleinen Werner, dem Bauernburm. Also eine Tante Mari, glaube ich, hat es in jedem Hof gegeben, in jedem Haus. Und bei uns hat es sogar 2 Tante Maris gegeben. Das eine war die Tante Mari, die Dürre, und die andere die Tante Mari, die Schware. Die hat man gut auseinanderkennt, allein schon vom Körperbau her. Und die Tante Mari, die Dürre, mit der habe ich viel zum Tun gehabt. Also die Tante Mari und meine Mama, die haben den ganzen Tag gesungen. Wirklich überall, bei jeder Tätigkeit haben die 2 Frauen gesungen. So war das Singen für uns Kinder allgegenwärtig und vertraut. Ich ging immer gern mit in den Stall, denn wenn die beiden Frauen beim Melken zweistimmig das Maria zu lieben sangen, war das so schön, da kauten sogar die Kühe ein bisschen leiser. Am schönsten war es aber, wenn mich die Tante Mari zu sich auf den Melkschimmel zog. Da sie recht dünn war, hatte ich mit meinem Kinderpopo auch noch Platz auf dem kleinen Hocker. Dann lehnten wir uns mit den Köpfen an den warmen Kuhbauch. Sie melkte rhythmisch mit den Händen und wir sangen dazu. Meine Tante Mari konnte sogar terzeln.
Sie stimmte erst zusammen mit mir ein Lied an und wechselte dann in die zweite Stimme, eine Terz über der meinen. Und das klang wunderbar. Besonders mit dem Original Stallhall, den das böhmische Gewölbe unseres Kuhstalls dazu lieferte. Das war so prägend, dass ich bis heute aus dem Stand eine zweite Stimme zu jedem Lied singen kann. Gelungene musikalische Früherziehung, würde ich sagen. Weil wir gerade bei den wichtigen Frauen im Leben von Werner Maier sind. Da gibt's noch eine. Die sitzt bei unserem Gespräch auch dabei. Sie haben sie schon ein paar Mal gehört. Margit Saarholz, die ja bei dem Buch von die 7 Kühe und die 40 Knädel mitgearbeitet hat. Naja, das ist jetzt eigentlich seine Geschichte, aber da war der Blick von außen schon auch sehr wichtig. Und den hat die Margit Saarholz. Das haben sie in ihrer gemeinsamen Arbeit schon oft bewiesen und eintrainiert. Als mir der Werner die ersten Geschichten vorgelesen hat, habe ich gesagt, die sind gut. Das hast schon mal was, weißt du? Das ist gut, aber wenn das ein Buch werden soll, dann muss das nochmal gescheit durchüberlegt sein, durchgearbeitet sein. Da muss jedes Wort passen und stimmen. Eigentlich genauso, wie wenn man Lieder schreibt. Also das will auch eine Sprachmelodie haben, das will stimmige Bilder haben, das will den Leser sozusagen durchtragen. Und du bist eine ganz gute in der Richtung, weil du bist zum einen sehr genau und du weißt genau, wann das Gefühl getroffen wird. Und daran sind wir immer entlang gegangen. Und das ist auch, was die Leute jetzt so zurückgeben, das ist so schön geschrieben, sagen sie dann. Ich denke auch, dass wir das miteinander so gut hingebracht haben. Wir haben ja jedes Wort doch nochmal umgedreht, gell? 3-mal. 3-mal. Und wenn er dann 2-mal gekommen ist in der nächsten Zeile, hat Mike gesagt, das geht gar nicht. Da muss was anderes her. Aber Margit, du kennst ja natürlich auch unsere ganze Familie, deswegen war sie natürlich fast prädestiniert dafür, weil sie meine Brüder kennt, sie kennt den Ort Reichertsheim, sie kennt die Wirtschaft, sie kennt sogar noch viele von den Leuten, die damals auch noch gelebt haben, und deswegen hat das natürlich ganz gut gepasst. Ja, natürlich kennt sie einen Mann. Ja. Genau, da bin ich eine ganz große Kennerin. Seit 43 Jahren. Wie lang sucht sie ihn schon, den idealen Mann? Locker, aber nicht schlapp soll er sein, gut, aber kein Lapp soll er sein. Ein bisschen schon Macho-Manieren, gell, aber auch ein paar Gramm Hirn. Weich, aber auch hart soll er sein, Zubacker, aber auch zart soll er sein. Der Gespür ist direkt schon, ich war der ideale Mann. Aber mit mir, da habt ihr's schwer, weil ich geh nicht so leicht her. Sexy, aber kein Sexist soll er sein, nicht zu groß und nicht zu klein. Einer, der immer da und auch dort ist und auch ab und zu mal fort ist. Einer, nach dem man sich sehnen kann, einer, an dem man sich lehnen kann, der Frau beschützt und nicht beengt und wann fremd geht, sich nicht erhängt. Ja, da geschwür ist direkt schon, ich war der ideale Mann. Aber mit mir, da habt ihr's hier schwer, weil ich geh nicht so leicht her. Einer, der den Haushalt macht und doch noch ganz gut riecht in der Nacht, der den Morgentee ans Bett bringt und ein Einschlafliedlein singt, der das mit dem Finanzamt riegelt und nicht rumsauft und nicht kegelt. Kurz gesagt, ein Mann, ein Wort. Ja, wo ist er denn? Jetzt ist er fort. Also, ein Lied über die ideale Frau habe ich jetzt nicht gefunden im Repertoire von Werner Maier. Vielleicht gibt es ja eins. Wenn nicht, müsste man vielleicht bald einmal eins machen.
Wie ist er da draufgekommen, der ideale Mann, dass er mit Gitarre und Text durchaus was bewegen kann, dass man mit Lieder Menschen verzaubern, bezaubern kann, dass man einer Botschaften überbringen kann? Man möcht's nicht glauben, aber auch da spielt das Kloster Gars eine wichtige Rolle. Das war faszinierend. Also die Redemptoristen haben ja Klöster auf der ganzen Welt gehabt, auch natürlich in Japan mit meinem Onkel Alois. Aber die haben auch in Philadelphia, glaube ich, war das eine Niederlassung der Redemptoristen gehabt. Und da sind eben 3 junge Novizen als Gaststudenten, darf man heute sagen, nach Gars gekommen, weil Gars hat ja eine theologische Hochschule gehabt. Gell? Und haben dort studiert. Und das sind natürlich Amis gewesen. Gell? Die sind dahergekommen, lässig, Gitarre gespielt und so und aufgegangen ist. Gell? Und haben sie die da hingestanden und haben Blowin' in the Wind gespielt und Songs von Peter, Paul and Mary war damals gerade die amerikanische Protestbewegung da. Und wir haben gerade so geschaut, wir sind fasziniert von denen da gestanden, haben sie fast wie Exoten angeschaut und haben gesagt, wo kommen denn die her? Aber das hat dann schon so, das hat was ausgelöst einfach. Blowin' in the Wind, glaube ich, ist 62 geschrieben und ich war 64 bis 67 im Internat, das war dann ganz neu. Und da hat man es schon so ganz, ein bisschen gemerkt, dass da eine andere Zeit kommt. Ja, und schon langsam ist aus dem Bauernburm der Student geworden. Aus dem Studenten der Liedermacher, der damals schon im Dialekt Dichtung gesungen hat, der mit die Meyers und die Heimatpfleger die Kabarett- und Kleinkunstlandschaft bereichert hat. Der sich dann mit seiner Frau zusammen nur auf Kinderlieder verlegt hat, der ein Buch geschrieben hat über seine Kindheit, seine Jugend und der heute noch als Kabarettist auftritt. Einige Lieder haben wir ja gehört. Da geht's oft um Menschliches, um die Tücken des Alltags. Die Digitalisierung kriegt immer wieder ihr Fett weg. Aber im letzten Programm, da wird der Werner Meier einmal politisch. Und zwar aus einem inneren Bedürfnis heraus. Er kann das nicht mehr länger für sich behalten. Es muss raus, es muss gesagt werden. Also man muss sich gegen diese rechtsradikalen Tendenzen auch stellen und das auf der Bühne benennen. Und ich benenne auch ausnahmsweise einmal eine Partei und das ist die AfD. Und dagegen muss man sich stellen, weil die in Teilen rechtsextrem einfach ist. Und da sehe ich schon meine Aufgabe, dass ich, wenn ich von der Bühne was zum Sagen habe, dass ich das wirklich anspreche und dass ich schon auch Angst habe um die Demokratie. Also das muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Das bringe ich auch zum Ausdruck. Und wenn es auch vielleicht dem einen oder anderen nicht passt, aber ich finde es für mich wichtig, dass ich da mal eine Partei benenne. Ja, man fragt sich oft, woher stammt der Bayer? Der Franz, der Sepp, der Siege, der Huber und der Meier. Ja, warum sind wir Bayern so lustig und so frisch? Es ist kein Geheimnis, der Bayer ist ein Gemisch. Böhmen, Slawen, Italiener, ja, das muss der merken. Die waren hier nicht nur kulturell, sondern geschlechtlich auch am Werkeln. Darum hat der Bayer Kultur, Verstand und Stil. Darum ist der Bayer auch so zierlich und grazil. Ich sag's euch, ja, ich sag's euch, obwohl ihr jetzt lacht. Es ist die Mischung, ja, die Mischung, ja, die macht's. Es ist die Mischung, ja, die Mischung, ja, die macht's. Und überhaupt beim Essen, das war ja noch die China. Was tat man ohne Griechen und ohne Italiener, ohne Spanier, Franzosen, Türken, Asiaten. Wir waren halb noch beim Wurstsalat und bei der kalten Platten. Ja, und beim FC Bayern, warum meinst du, dass das so gut läuft, ha? Na, weil er halt die besten Spieler von der ganzen Welt zusammenkauft. FC Bayern ohne Ausländer, ja, das sag ich euch, die spürten ja noch schlechter als wir Italien. Ich sag's euch, ja, ich sag's euch, obwohl ihr jetzt lacht.
Es ist die Mischung, ja die Mischung, ja die macht's. Und es ist die Mischung, ja die Mischung, ja die macht's. Ja, die reine Rasse ist nicht einmal gut für einen Hund. Und der Mensch wird bläder, na dies ist gar nicht gesund. Rein rassige deutsche Kinder, oh, das war ein grober Feller. Da mag ich schon lieber bunt, als lauter AfDler. Drum ihr Deutschen paart euch mit dem Chinesen und mit dem Inder, weil das gibt dann gescheite und auch noch schöne Kinder. Ich sag's euch, ja, ich sag's euch, obwohl sie jetzt lacht. Es ist die Mischung, ja, die Mischung, ja, die macht. Es ist die Mischung, ja, die Mischung, ja, die macht's. So, das war's jetzt gewesen für heute. Unser kleiner Ausflug in die Welt vom Werner Meier, sei Bauernburmlim. Das er in dem Birche 7 Kier, 8 Kinder, 40 Knädel, ein Cannabis festgehalten hat. Nachlesen. Vergnügen garantiert. Für Gott, sagt der Arthur Dittelmann. Ja, so sind's die Bauernburm, an Nasen wie ein Gelbirurm, Backerl rot wie's Boskop haben, ein Zipferl wie ein Recherzahn. Ja, so sind's die Bauernburm, hocken auf dem Bulldog drum, fuhren ein mit Gras und Hai, stecken Fiers an Kurdrig rein. Bauernburm, ja Bauernburm, passt's mir auf die Odelgruben, dass mir keiner reinfällt, sonst ist weg von der Wald. Schön, dass dabei waren. Das war Obacht Radimix mit Arthur Dittelmann. Und übrigens, so jung wie heute, kommen wir nimmer zusammen.